So Leute, weiter geht's bei Tales of Arise. Wir haben das Gebiet rund um Ganafaros soweit abgeklappert. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns in die Stadt selbst und befreien mal Shionnes, wenn es mal so sein sollte. Don't let your guard down. I'm excited just thinking about us barging through the front gate. Das könnte lustig werden. Haha, flacher. Das war eine schöne Stadt. So generell. Die Frucht von Helgan, ob es die hier auch gibt? Halt! Are you Alfin and his companions? Why would you think that? You are the only one scheduled to arrive, and there are no unscheduled arrivals in Ganafaros. So I'll ask again, are you Alfin and his companions? We are. Then pass. Lord Volron is expecting you at Castle Delpharis. Well, suppose it's rather nice of them to roll out the red carpet for us. Ja gut, ist mal was anderes. Pelegion, die Hauptstadt. So we're supposed to meet him in there? What do we do now? Let's see how things look around the city first. Then we'll make our way to the castle. Oh ne, Ebene 1. Oh nein. Oh, wenn das so. Oh, das wird lustig, ey. Das wird schon kommen. So, wer ist da vorne? Shionnes, die uns abweisen oder so? Da wird zum Storytelling irgendwie passen. Not a slave in sight. Where is everyone? There aren't even any soldiers. Something feels off. I don't like it. Like the fact that the enemy could ambush us at any moment? Yeah, not crazy about that either. No, not that. Something else. That must be Volron's castle up ahead. I suppose we just walk right up to it then? That's what the guard from before said. Now, if we only knew where they were keeping Shionnes, we could try to... That's it! Hmm? That weird feeling. It's not just that the city is empty. It feels like no one lives here at all. Now that you mention it, it does feel strangely... artificial. Think maybe it's a district just for the Renans alone? With all this open space, seems unlikely. Huh? Hey! You guys! What's going on? What was that about? They were Danans, right? That wasn't normal. Wait, you don't think it could have been the fruit of Helgen, do you? No, they seem too docile. What about astral energy? Could you sense any coming from them? No, and I'm pretty sure I could tell if it was. If not that, though, then what? Speaking of which,
It didn't look like there was anyone guarding them either. They were headed for the castle. I have a bad feeling about those boats. I get what you mean. It didn't feel like those folks are just commuting to work. The waterway they're floating on appears to lead to Del Forest Castle. If we follow it, we may learn more about what's taking place here. Ja, also unheimlich war es definitiv, das kann ich bestätigen. So, any ideas what the deal was with that boatload of weirdos? Your guess is as good as mine. They looked like Danon slaves, but beyond that... This city is grander and more beautiful than any other we've been to, yet... I know what you mean. From the architecture right down to the people, something feels off somehow. I've long maintained one can glean a lot about a ruler from their city. Considering how unsettling this place is, I'd say I wasn't far off the mark. Despite its surface layer of majesty, walking around inside, it feels more like a hollowed-out ruin. I say we follow after that boat. If we're lucky, they might be in the mood to give us some answers. Finde ich, ist wohl eher unwahrscheinlich, aber ja gut, nachgucken kann man ja mal. Aber natürlich erstmal ein bisschen looten hier, Wir müssen natürlich erstmal ein bisschen umgucken und so. This place gives me the creeps. Law, your legs are shaking. What? Liar? Just kidding. You... Hauptsache sie hat Spaß, wa? Ja. Sonst hier ist gerade nichts mehr in der Stadt selbst. Beziehungsweise auf der untersten Ebene. Wir sind immer, wie bereits erwähnt, auf Ebene 1. Jetzt geht's mal richtig los. Ich fände es mal cool, wenn es irgendwie so ein Schloss wäre, so ein Dungeon, wo man gar nicht großartig kämpfen müsste. Wo es mehr ein bisschen spooky zu und her geht. I've seen ghost towns that were more alive in this city. Where the hell did all the Danons and Renans go? Shionnes. Das wird später mal noch aufgehen. Aber ja, ansonsten sieht es schon so aus, gäbe es jetzt nicht so viel zu entdecken. Was wie gesagt per se nicht schlecht finde, da wir eigentlich in den letzten Gebieten immer so etwas hatten zum, ja, du kannst das entdecken, beziehungsweise eben nicht großartig entdecken, sondern ja, du musst da hin, du musst da wieder eine Horde Monster bekämpfen, da ist ein Dungeon und so, ein Labyrinthmäßig. Sowas wie hier fände ich immer ganz angenehm. Die Frage natürlich, sind wir schon stark genug, wir sind ja auch nur so ungefähr bei 33 oder so. Das ist doch nicht gerade die Welt. There's nobody here either. Looks like the only building up ahead is the castle. Und dafür haben wir das eine Gericht reingehauen, ne? Mhm. Dem Erfahrungslevel Boost. Kriegen wir irgendwie nun zu futtern. Seltsamerweise. Hier könnte was passieren. Jo. No good. It's a dead end. I don't relish our chances climbing. Or breaking through, for that matter. And yet this seems to be the only way inside. Take a look around. There must be a switch or something to... What? What is it this time? Look! Over there! Alphen! Astral energy? But then... that means... Snap out of it! Can't you see what's happening? You're being deceived! Please stop! You'll die! Damn it! Full run is killing you! You need to run! Please, get off the boat!
What just happened? We're being summoned. Summoned? By that murdering monster? It's all a demonstration designed to provoke. To prove to us, no, to Alphen, just what he's capable of. Kidnapping Shion. Killing all those people. If it's just me he's after, then why hurt them? Why do all this just to get at me? You hear me, Volron? Answer me! Alphen, this is not your fault. Don't give this to him. I know. And I won't. My hands are stained with blood. But even so, if we're going to stop that bastard, then I need to keep going. Let's move. Damn it. How awful. Die Frage, die man sich zuerst stellt, ist, wie zum Henker schaffen das? Ich meine, erstmal die Leute an der Gehirnwäsche zu unterziehen und sich quasi freiwillig opfern, das ist das eine. Aber dann, sobald sie hier mit dem Boot reinfahren, zack, schwupp, sind sie weg. Hä? Wie geht das mit Astralenergie? Ich meine, welche Kunst setzt es ein, ist es eine alternative Frucht von Helgern oder so? Die ja schon ihren Körper nissen, sobald sie eigentlich hier einen Punkt berührt, der noch mehr von dieser Frucht quasi Energie ausstrahlt. Da passiert das. Wobei, warte mal, im letzten Gebiet war es ja so, dass es der Zorn der Leute war, dass wir aufgestachelt haben. Und dann sich quasi aufgelöst. Aber das war die Frucht von Helga, deswegen wurden sie auch ausgehöhlt und war plötzlich eine silbrige Pfütze halt vorhanden. Die haben wir jetzt hier nicht im Boot gesehen, ne? Dass die Pfütze plötzlich da war. Kann natürlich jetzt eine optische Täuschung gewesen sein, aber wenn dem so war, war es ein ähnlicher Mechanismus. Also einfach quasi, dass es irgendwie ein geistiger Mechanismus war. Also sie haben so stark gebetet und waren so dafür, dass sie halt geopfert wurden. Irgendwie schon krass, war. All of those people in the boats. Do you think they had any idea what was going to happen to them? They did a damn good job of concealing it if they did. You ask me, the only thing on their mind was following orders. And I bet I can guess who from. Volron. The only thing they knew was mindless oppression right to the very end. What kind of purpose is that? Living only to die at your master's whim? Being a slave means having your whole life stolen from you. In the worst cases, quite literally. That bastard will get what's coming to him. I'll see to it he does. Große Worte, Elfen. Ich hoffe, du kannst ihn nach Taten folgen lassen. Sind wir schon da? Mal gucken. Is this what I think it is? Those people, they were all... He's sick. Sick and deranged. Remember this well. This is the true face of who we're up against. Ist das, wofür ich es halte? Jo. Hä? Und wie jetzt? Also die Boote fahren hier irgendwie rein und dann wird hier alles ausgekippt, was von ihnen übrig geblieben ist, oder was? Ja, also doch die Frucht von Helgan, nur... Das müsste doch irgendwie halt durch ihre Beschwörung oder so, diese geistige Konzentration müssen es halt
ja, verursacht haben, dass sie halt ihre Körper sich auflösen. Warte mal. Von da kommen vielleicht alle Schiffe rein, alle Boote, Entschuldigung. Aber trotzdem, wie kann es überhaupt sein, dass denn hier plötzlich... Vor allem, sind wir draußen? Achso. So oder so creepy. Ach ja, war ja was. Still, if it's not fruits of Helgen he's using, then how do you think Volron goes about controlling all of them? They didn't look like they'd been threatened, but they didn't look like they understood anything either. It could be something else, like a potion perhaps. But frankly, I doubt it. But that would mean they're following Volron out of choice? But why? Nothing bolsters a despot's authority more than loyalty. Loyalty is advantageous for any ruler. For Volron, it means acolytes willing to give their lives for him. As for whether they did it willingly or not, I'd say they're merely puppets dancing to their master's tune. But to the point where they'd give up their own life force? Is that even possible? You just saw it for yourself. And think back to when I was your lord. If I'd asked you to sacrifice yourself for some cause, would you have? Dohalim. My apologies. My words got away from me again. No, you're absolutely right. The only difference being that you never demanded such a thing. You wouldn't. All lords are masters in the art of manipulating their subjects' hearts. Whether they use fear, torture, or various other methods, the outcome is the same. Fear. No wonder there's no remaining signs of a resistance force in this place. Yep, da könnte der erste Ort sein, wo es keine Widerstandsgruppe gibt. Da gibt es auch kaum noch da näher hier. Ich meine, so wie es aussieht, opfert er sie alle, also insofern. Shion! Wait! Something's not right. Shion. We came to save you. It's okay now. Shion? Lies. What the fuck? There is immense dark astral energy here. Far too potent to be the work of a single individual. It's possible Volron's manipulating her. We cannot tell from this far away. We'll need to be much closer. Only to do that, first we need to get rid of the thorn. So we fight fire with fire. Unless you have a better idea. I'm alone now. I'm all alone. Shion! I can't die. But I also can't Okay, sie wird auch kontrolliert. Shion! Und einer Illusion ausgesetzt wurde er. Okay, ist das seine Power? Das mit den Dornen ist natürlich fies. Aber dass ich so einsetzen kann, wusste gar nicht. Let you down this time. This pain I feel. It's nothing compared to what you're going through. I won't let you go again. I can take whatever you give me. Please, open your eyes. Shion! Ready and away! Raining slash! Now you see what I can do! Deity! Aber wie viele sind es überhaupt noch? Das waren mal irgendwie 7 oder so. Na toll, so mal eine Platte macht, kommen noch neue nach. Oder?
wounds just keep growing back. If this keeps up, then... Please wake up, Shion! Come back to us! I'm alone. Alone? I'm completely alone. You're wrong. Alvin! She thinks we left her all alone. She can't see us or hear us. All of this. It's because I pulled away from you. Because I couldn't hold on to you. Shion. But you're not alone anymore. Law's here. And Rinwell too. Kisara. And Dohaling. And so am I. Believe me when I say, you are not alone. So please, don't give up on us. We will bear your thorns together. I swear it. Shion. Alvin! How many times do I have to tell you? Not to be so careless. There is no more time for us to rest. Let us finish this. I entrust this blade to you once more. Let's go. Full run is waiting. Hey, Alvin? What is it? While I was away, what did you do? I missed you. Alvin. But after what happened because of me, I got a glimpse of the real you. It was worth it. You could say the pain is some kind of reward. some reward. You sure all that hurt hasn't done something to your head, too? Hey now. Is it just me, or are they... It's been a while. They're just happy to see each other. I know. I mean, it's fine. We all express ourselves in different ways. Leave them be. They should get a room. Finde ich aber auch.
Oh Mann, ey, Freunde, das war ja mal was. Ey. Was? Shionnes schick, okay. Müssen wir uns die Folge mal angucken. Wobei ich mich jetzt frage, wie Elfen ohne die Maske überhaupt das Schwert führen kann. Shion. Thanks. I'll be okay. Let's go. We have to take Volron out. Right. Those things that came out of Shion are her thorns, right? She said they're made of dark astral energy. She did. But those thorns are no astral art, and she cannot control them. Such immense astral energy, too. Just what are her thorns, really, I wonder? I suppose she might have an answer, but isn't yet ready to talk. Shion. Oh, Entschuldigung. In good form. I'll crush any enemy with my mace. Awesome! We've got an avatar of destruction here! Truly, she leaves naught but rubble in her wake. Are you guys asking to be her next target? My astral arts are coming along quite nicely. Coming along? What do you want to do with them? Oh, you know. Sprout flowers from the tip of my staff, suspended in midair. Sag mal, Leute, ist langsam gut hier, So you want to be a street magician then? So, endlich mal fertig. Fertig. Oh Mann. Freunde, nächste Folge werden wir unser Team nochmal neu sortieren. Wir Elfen, wie gesagt, ohne Maske in das Flammenschwert führen, können wir gerade neu. Aber wir haben dann gesehen, dass er das Schwert ziehen konnte, als sein rechtes Auge wieder das Symbol des Herrschers trug, also das Wappen. Ich hatte eine Theorie. Könnte es sein, dass er während der Zeit, als er den Helm trug, sein rechtes Auge immer dieses Zeichen hatte? Also er quasi permanent in diesem Zustand war und solange er in diesem Zustand ist, spürt er keine Schmerzen mehr. Würde bedeuten, dass er sich quasi in die Maske ab ist, halt willentlich aktivieren muss. Bis jetzt nicht wusste, wie das geht. Und jetzt, wo halt das Flammenschwert so, kann es vielleicht da von selber aktiviert oder er hat ihnen geschnallt, wie es mittlerweile geht und so. Jetzt mal so meine Theorie, weil ja immer wenn seine Maske irgendwie aufgebrochen ist, hat es auch geleuchtet. Und ich glaube, das Leuchten kam aber vom Auge her. Und wenn halt die Maske langsam aber sicher aufbricht, durch was auch immer, einen emotionalen Schock oder so irgendetwas, könnte es durchaus sein, dass halt deswegen das Licht des Auges besser sichtbar wird. Wobei, andererseits hätte er selber ja auch sehen müssen. Ne? Ich denke aber einfach wirklich, dass halt das Auge permanent in diesem Zustand war und er deswegen halt passiv an diesem Herrscherzustand war. Und deswegen keine Schmerzen spürt und auch das Flammenschwert nutzen konnte und so. Gehe ich jetzt mal davon aus. Irgendwie sowas in der Art. Vielleicht auch nicht, vielleicht werden wir es auch bald schon erfahren. Mal gucken, auf alle Fälle ist Shionnes wieder zurück. Das ging schneller als erwartet. Ich habe zwar kein Problem damit, weil wir haben es lange genug ohne Shionnes ausgeharrt. Dass ich nicht gegen sie selbst kämpfen muss, finde ich jetzt auch ganz angenehm. Ja, und ich glaube, alles weitere zu ihr, zu einem Fluch der Dornen etc. werden wir hoffentlich bald schon erfahren. Zurück bei Tales of Arise. Bis dahin, ciao zusammen.